Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 pelzig. So, jetzt reden wir schon mit dir, du Zimbelspieler. Also es gibt Pflanzen, die Menschen fressen. Kein Wunder, das ist ja der verwunschene Wald. Ja, wie im richtigen Leben halt, das ist normal. Armreif haben wir auch noch erhalten. Ja, geil. Gehen wir doch erstmal zu Vivi, der ist ein bisschen umgänglicher. Haben gerade die Medizin verabreicht, die Kleine wird schon wieder. Warum guckst du nicht mal noch um? Ja, wollte ich sowieso bei dir bedanken. Okay, Vivi ist sowieso etwas umgänglicher als Steiner. Von daher reden wir doch gern mit ihm. Aber erstmal hier das Zimmer flattern. Äther erhalten. Von wegen die Items, die holen wir uns alle, ne? Hier aber im Bett. Gibt's da auch noch was? Ja. 160 Gil hat hier noch jemand unter der Matratze versteckt. Nehmen wir uns auch gern. So. Hier noch irgendwas? Nö. Vivi? Oh. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu danke. Wir wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Für einen kleinen Mann scheinst du aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer so Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein bisschen, der darf auch, wenn ich mir Selbstvertrauen besitze. Nicht aufs Aussehen kommt's an, sondern aufs große Herz und der Wille, seine Träume verwirklichen zu wollen. Tut mir leid, dass das Mädchen wegen mir... Ach was, das war ja nicht deine Schuld, überlass alles Sidan hier. Ihr rettet's aber bestimmt, ja, Herr Sidan? Hey, wir sind doch Kumpels. Ich bin einfach nur Sidan, okay? Ja, okay, Sidan. Kommst du mit? Wisst ihr schon, wie du es retten könntest? Naja, erstmal eine Truppe zusammenstellen, ne? Und, der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihm zwar versprochen, gar nicht zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Ja, die unvergessliche Erinnerungen, die er mit ihr teilt, ne? Nee, als ich ihr begegnet bin, da war dann noch ein anderes Gefühl. Schicksalshaft die Begegnung? Ach, Quatsch. Andererseits, warum auch nicht? Ja, das sind so unvergessliche Momente, die er mit ihr geteilt hat. Daran wird er sich ewig erinnern, wie sie ihn umgerempelt hat, als er an ihm vorbeifolgt. Und ich krieg sie nie mehr aus dem Kopf. Was soll ich denn da machen? Auf jeden Fall Retter, ne? Ja, logisch. Was gibt's denn noch groß zu überlecken? Du lernst wohl auch nie dazu, was? Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich wär Prinzessin gar nicht rette gehe und die Altrosch-Taub nehme ich auch mit. Ist es etwa dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Erzähl mir mal was Neues. Naja, du weißt ja schon immer ein Trotzkopf. Jetzt geh schon regel die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Okay. So. Mit dem Chefregler. Da muss ich erstmal hoch. Huch, Chef ist nämlich da. Einfach so ein großer Schweinemann kann der sich aber ziemlich schnell bewegen. Der muss wohl hier runtergegangen sein, während ich mit Vivi gesprochen habe. Und da haben wir noch da. Da haben wir auch noch eine Truhe. Mit einem Äther. Markus schiebt hier Wache vom Steiner seinem Raum, vor seinem Arrestraum. Und? Der nervende Alter aus Alexandria haben wir die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er verdächtiges Grunze von sich, aber ansonsten verhält er sich ruhig und so. Okay, kann ich rein zu ihm und so? Okay, er babbelt wieder nur das Gleiche. Dann wohl halt wirklich mit dem Chef erstmal retter. Fürchterlich das Geräusch. Und Latexhelm erhalten. Oh, da wird sich einer freer, das Ding aufzuziehen. Das ist dann wahrscheinlich so ein Ding mit Reißverschluss, wo der Mund sein sollte, ne? Dann werden wir also hier alle sterben. Ah, jetzt so pessimistisch, Leute. Hab dich schon erwartet. Hab gedacht, du kommst gar nicht mehr. Du gehst also doch, Retter. Ich hab ja mal Wort gegeben, dass ich die Sache mit dir durchziehe. Und deine Beweggründe habe ich dich doch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein goldiges Ding. Ohne dass du dich da so verguckt hast. Das ist schon mal ein triftiger Grund. Und bist du bereit? Die Gesetze von der Tantalus sind streng. Bei dir mache ich doch keine Ausnahmen. Ich weiß. Gut, wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum neben stellen. Okay, offensichtlich muss man erst den Chef besiegen, bevor man austritt.
Und nur wenn wir austreten, können wir hier auch die Mission A-Treter. Trank gibt's auch noch. Ja, sie dann ist maximal hochgelevelt. Und ja, dann kämpfen wir doch mal. Gegen den Chef. The Bug. Hast dann Friede mit dir gemacht? Na, fang mal an. Ich kenn keine Gnade. Okay. Dann sei's wohl so. Und erstmal gucken, was wir klauen können von einem High Potion geklaut. Sehr schön. Nimm das! Der fetzt aber gut rein hier. Oder noch was? Ein Falchion. Sehr schön. Ach, den nehmen wir sehr gern. Das ist, glaube ich, eine Waffe für Steiner. Nimm das! Das war ein Crit. Nicht so gut. Nehmen wir gleich mal die High Potion. Der mal geklauten. Und wir sind... Oh, um 450. Ja, das war ein bisschen zu viel, glaube ich. Autsch! Da hat er sich auf die Schnut gelegt. Oder noch was? Ein habe nichts. Okay. Dann können wir jetzt richtig ernsthaft drauf gehen. Technik und Schuss und Räuberauge. Nee, also wirklich hilfreiche Technik haben wir da nicht. Das kitzelt ja richtig. Und zack. Okay, noch einmal. So rettet die Prinzessin nie. Dann nimm das. Ja, ich sollte mich nochmal heilen. So. Und weiter drauf auf der Wersching. Oh, okay. Autsch. War das wieder hier geleckter Chef. Das soll mal recht sein. Immer besser, wenn er nicht trifft. Sind alle so ein bisschen tollpatschig hier, die Bursche. Ja, das war ja recht easy, oder? Die Hund geht an dich zittern. Ja, kein Glücksschweinchen mehr für dich. So. Oha. Gar nicht schlecht. Das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Wenigstens ein bisschen Rücksicht hätte ich ja nehmen können. Aua. Naja. Dann holen wir mal unser Leitsamer. Wobei, Blank war noch, oder? Den können wir auch noch... Oh, nee, Blank ist nicht mehr da. Mist. Das habe ich jetzt verpasst, mit ihm zu sprechen. Aber dann holen wir mal die Leitsamer. Steiner. Bist du nicht so alt, um mit Boppe zu spielen? Halt die Gosch, Kerl. Ich mach mal Sorge um das Wohlergehen von der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein euer Schuld, die ihr zwielichtige Gestalt der Entführung planen musstet. Ich werde Gnade zeigen, Gnade vor allem. Ich werde Gnade kennen, sollte die Prinzessin etwas zugestoßen sein. Jetzt rede ich mal nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, den rumzunerven, nehme ich dich ja mit. Allah, was sagst? So ein Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr im Schild führt. Mach dir nicht ins Kette-Hemd, die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin rettet, das ist alles, was ich mag. Potzblitz! Kann ich deine Worte Glaube schenken? Wenn ich auch nur der geringste Verdacht hege, wäre ich dich an Ort und Stelle in zwei Spalter. Dann ist ja alles gebongt, hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja auch schon gut. Erlaub, dann lass uns mal der Schwarzmagier froher bei uns nicht ach sei Kräfte leid. Vivi. So ist es. Die Schwarzmagie von Meister Vivi war gegen das Monster äußerst effektiv. Ich mag zwar nicht unnötig hineinziehen, was gilt, die Prinzessin zu retten. Und dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee, wir sollten dann gleich mal Frore gehen. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall unseren Schwertkämpfer mit dabei, auch wenn er nur Level 1 ist. Er hat auf jeden Fall ein paar schöne Sachen, die wir ihm geben können. Malchus ist das, was er schon besitzt. Falchion ist dann etwas höher. Kraftklinge kann er damit lernen. Bestientöter. Oder noch etwas, womit er Bestientöter lernen kann. Gift und Galle kann er mit dem Bronzefäustling lernen. Der ist, glaube ich, ach... Ja, gut. Lassen wir ihn mal denn. Dann lassen wir ihn in Ruhe mal den Bestientöter auch lernen. Kraftklinge kann er auch damit lernen. Pestizid, Bestientöter.
Kraftklinge. 16. Kraftklinge. Nee. Also der Latexhelm ist nicht besonders gut. Nee. Und Stein hat halt speziell nur die Sache, die für Krieger gedacht sind. Sprich, der hat kein Armreif oder so, sondern der hat dann Fäustlinge. Aus entsprechende Metalle. Aber der kriegt dann erstmal eine Bronzefäustling. So, da war noch eine Truhe. Äther gibt's hier nochmal. Sehr schön. Ja, da sind noch ein paar Trommeln und ein paar Instrumente. Dann gehen wir doch nochmal zu Meister Vivi. Gucken wir mal, was der sagt. Na, Markus, wie sieht's aus? Gegen den Chef gewinnen und so. Das macht ja schon so schnell keiner noch sie dann. Aber der Chef macht irgendwie ein zufriedenes Gesicht, obwohl er verloren hat und so. Na, dann ist das so und so, ne? Dann, hier ist immer Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich wäre bestimmt nur ein Klotz am Bär sei. Mitnichte. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als die Halbportion von einem Räuber hier. Ah, aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem könnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handel. Das ist doch, was ein Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns Prinzessin gar nicht aus der Fänge vom Monster befreien. Na gut, ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie gesehen habe, ist mir so ein kleiner Gedanke gekommen. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Ja, das ist etwas, was nur die zwei zusammen machen können. Das ist sehr, sehr cool. Und wird auch definitiv äußerst amüsant. So, Ability. Kann man gucken. Okay, das ist Anlegen. Ah, ja, genau. Kavalier haben wir hier noch. Was macht dann Kavalier? Ich weiß gar nicht, was das macht. Haben wir doch noch irgendwie... vielleicht Erklärung oder so für das Ding parat, für die Tech. Geld und Leben. Wir haben 18 Tech-Punkte, aus denen wir Fähigkeiten auswählen können. Kavalier ist, glaube ich, dass er die weibliche Leute in der Gruppe beschützt. Geld und Leben können wir noch machen. Das sind so Abilities, die nicht unmittelbar im Kampf sind, sondern so verstärkend wirken. Die können wir so anlegen mit unseren insgesamt 18. Die steigen natürlich pro Level dann nochmal. Bei Steiner müssen wir gerade mal gucken, was der für... Der hat keine, kann aber Tontauben. Das hilft, glaube ich, gegen... ist wirksam gegen fliegende Gegner und das dürfte gegen Parasite-Gegner und so Insekte-Gegner und sowas nützlich sein. Bestientöter dürfte gegen Monster generell helfen und Gift und Galle dürfte schützen vor diverse Sachen. Und wenn wir das festgelernt haben durch unser Fäustlinge oder was, oder durch unser andere Ausrüstungsgegenstände, dann können wir das auch fest ständig auswählen. So, Vivi sollten wir auch noch. Vivi ist übrigens auch von der Position her noch hingerückt. Ich könnte natürlich noch vorne nehmen, da macht er mehr Schade, aber steckt auch mehr Eis. So hat er höhere Verteidigung und ein kleinerer Angriff. So, Vivi, was hast du? Was kannst dann du? Achso, du kannst noch gar nichts. Dann muss ich dir auf jeden Fall erstmal neue Sache geben. Zauberstock mit Feuer ist erstmal in Ordnung. Da haben wir nichts Neues für dich. Lederhut haben wir auch nichts Neues für dich. Da hätten wir der Armreif, das kannst du aber nicht lernen. Und der Lederarmreif, womit du Eis lernen kannst. Bestientöter sehen hat, das ist grau unerlegt. Das kann er nicht lernen, genauso wenig wie Geld und Leben. Aber damit kann er Eis lernen mit dem Lederarmreif. Lederweste. Kavalier kann er eh nicht lernen, das ist etwas, was sie dann lernen kann. Und Blitz kann er mit dem Seidehemd lernen. Vita ist etwas, was Prinzessin gar nicht lernen kann. Und die das durch ihren Stock wahrscheinlich schon drin hat. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Abilities. Und er kann Feuer. Feuer 2 hieß dann hier Feura und Feuer 3 hieß dann Feugar. Eis ist es selber, Eisra und Eisgar und Blitz, Blitzra, Blitzgar. So, was kannst du da noch für Dinger hier? So passive Fähigkeiten hast du gar keine parat. Okay. Gut. Dann hätten wir unsere Gruppe erstmal soweit. Und mit Garnet wäre dann die Gruppe auch komplett. So, jetzt gehen wir erstmal runter und könnten ein bisschen leveln im verbotenen Wald. Oder im verwunschenen Wald. Hier ohne ist ach kein Mensch mehr. Okay, hier haben wir sowieso nichts mehr drin. Alle Truhe sind geplündert. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier raus.
Alter Ageber, hast dich total in die Kläder verschossen, was? Ich kann ein Mädel in Not nicht einfach in den Stich lassen, so bin ich halt. Was bist du nur für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mal gleich wieder hoch. Aha. Dir passt wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin gar nicht ausfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Dort habe ich kein Interesse. Ja, nimm das mit, sie dann. Ich brauche doch keinen Liebestrank, noch mehr Frauen, ich muss Buchführer. Oh, Jesus, leid, er ist 16. Was macht er denn schon mehr, als ein bisschen rumzuknutschen vielleicht? Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Spore abtötet, falls da wieder welche abkriegen. Na, wenn es so ist, dann sagt es da gleich. Hätte ich mir eben bis zum Ende zugehört, statt Blödsinn zu Sappler, Dummkopf. Gegengift von Blank erhalten. Und jetzt auch ein Hinweis zum Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, Sedan? Üblichen Kämpfer, auch wenn du die Tantalus verlässt. Du wirst auch wesentlich stärker werden, wenn du lernst, mit deinen Abilities umzugehen. Gib Acht auf dich, Bark. Wie richte ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was? Das blickst du auch nicht? Wofür taugst du eigentlich überhaupt, Mann? Und im Menü Ability anlege, kannst du dir entsprechende Ability raussuchen. Geht klar, dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Hoffentlich muss ich der Visage nie wieder sehen. Ich glaube, das ist auch selber, weswegen ich sie dann recht unsympathisch finde, weil es so ein Wannabe-Playboy ist und so Typen mag ich überhaupt nicht. Einen Lederhut gibt's auch nochmal. Ja, wie gesagt, so Typen kann ich überhaupt nichts abgewinnen, so Kerle mag ich nicht. Das ist genauso wie so ein Charlie Sheen-Typ, sowas mag ich auch überhaupt nicht. Zum Ausruhen gehen wir einfach in die Kajüte. Hi, yep. Du? Schon immer willkommen, sie dann. Yep. Und? Wenn du immer bei der Tantalus bist, sie dann muss ich auch von dir Geld nehmen. Gesetz ist Gesetz. Brauchst du was? Okay, wenn ich mal einkaufen kann, dann nehmen wir erstmal hier 9 von denen, damit wir auf 20 kommen. Phoenix Feder kaufen wir mal 2. Antidot könnte nicht verkehrt sein, nehmen wir 10. Von denen nehmen wir erstmal 7er und ein Zelt. Haben wir Ends im Inventar. Ja, nimm trotzdem Ends mit. Gut. Dann war das erstmal soweit. Und dann können wir bei dir nochmal speichern, ne? Moschus oder wie du heißt. Nee, wie du heißt vor allem. Moskau heißt da. Ein Brief für Sedan, Kubo. Von Ruby an Sedan. Sedan, jetzt gut? Also bei mir ist alles ganz gut soweit. Übrigens, ich hab hier in Alexandria eine interessante Type kennengelernt. Ich schreib bald wieder, das freut dich doch bestimmt. PS, schöne Grüße auch an den Rest von der Tantalus. Die Ruby benutzt schon ziemlich seltsame Wörter. Ich verstehe nur Bahnhof, Kubo. Ja, das versteht man auch außerhalb von NRW bei sowas nur, ne? Vor allem, wenn man es geschrieben sieht. Ich weiß jetzt nicht, wenn jemand aus NRW auch zuguckt. Wie gesagt, Entschuldigung an der Stelle, dass ich überhaupt das nicht so richtig aussprechen kann, weil das einfach frei Schnauze zu babbeln, das kriege ich eher hin. Aber, das Ganze dann auch noch vorzulesen, das ist schon schwer, finde ich. Also in geschriebener Form finde ich den NRW-Platt wesentlich schwieriger. Phoenix-Feder gibt es auch nochmal drauf. Schick. Hätte ich mal ein bisschen Geld sparen können. Aber egal. So. Dann kämpfen wir jetzt noch mal ein bisschen im verwunschenen Wald. Damit wir hier wenigstens mit Level 3 oder so an die Sache gehen können. Also so viel muss, glaube ich, schon sein. Ein Goblin. Oh, das war's schon. Alle hopp. Das ging jo fix. Von dann gibt es über Erfahrungspunkte und NAP. Ah ja, das ist auch ein Countdown, wie lange es noch dauert, bis der nächste Level abkommt. So, ich mache jetzt einfach nur noch ein bisschen aufleveln hier. Weil mindestens Level 3 sollte man doch schon haben, wenn wir gegen das Bisto kämpfen. Ein Isegrim. Nimm das. Oh, naja. Körperlicher Angriff und so, aber ich will hier kein MP verschwenden. So. Unser Held trägt hier sein Schwert nochmal hoch. Und... immer noch auf Level 1, alle hopp. Sind ja nicht die schwierigsten Gegner hier. Wenn wir nur einer treffen, gibt es natürlich auch kaum Erfahrungspunkte. Wenn wir jetzt mit 3 Goblins oder mit, sagen wir mal, 3 Isegrims oder was zu tun hätten, wird es natürlich auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte geben für die Kämpfer. Nur ein Isegrim wieder. Er wird drauf gekloppt und dann war's das. Und fertig hier. Okay, die beiden haben schon mal Level gekriegt. Das ist gut. So. Ich glaube aber auch Level 3 kriegen wir noch hier. Da müssen wir die nächste Episode nicht anfangen.
indem ich anfange zu leveln. Das ist nicht so schön. Das ist eher was für der Abschluss von einer Episode, würde ich sagen. Gehen wir mal ein Gebiet weiter. Eventuell findet sich da ein bisschen was Stärkeres oder ein bisschen mehr von den Viecher. Okay, sie dann ist schon mal auf Level 3. Das ist gut. Gehen wir mal ein Gebiet einfach weiter. Active Time Event haben wir hier auch noch. Ein Konzert im Wald. Das ist schön. Das ist doch was Schönes noch. Und das kennt ihr auch. Ihr kennt die Musik. Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitte darf. Lass uns deine Viecher zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einem richtig Mut. Endlich wieder Musik. Ihr kennt so die Musik. Das ist die Rufus Willkommensmarsch. Ach ja. Ihr seid doch richtig am Duder und Blose. Wir gehen uns kurz mal umgucken. Halten euch bereit zum Abmarsch. Okay, klaro. Klaro, klaro. Sehr schön. Ach ja. Und im Hintergrund macht sich jemand mit der neue Kaffeemaschine, die ich zu Weihnachten an meine Mutter geschenkt habe. Ein Kaffee, wie es aussieht. Da wird dann nämlich der Milchschaum rausgepresst und es gibt so ewig lautes Geräusch. Ach ja. Aber der Kaffee ist echt verdammt gut, denn das Ding macht, muss ich sagen. Hey, auf ihr Messerstecherei anzufangen, du Goblin. So, dann hier nochmal drauf. 1 Zahn. War sehr schönes Geschenk, muss ich sagen. Das ist auch für jeden hilfreich, der mal zu Gast im Haus ist. Der dann einfach mal einen guten Kaffee will. Und ich bin ja eigentlich echt dieser... Oh, das hat wirklich richtig gut gemacht. Ich bin ja eigentlich echt dieser Milch- und Zuckertyp. Aber zum Beispiel den Cappuccino, den das Ding macht, den brauche ich ohne Zucker und den brauche ich ohne Milch. Und den Kaffee nur ganz wenig Zucker und ganz wenig Milch. Der ist ach so schon richtig gut für so eine Kapselmaschine, muss ich echt sagen. Hervorragende Qualität. So. Jetzt geht's nochmal auf den Dashing. Ich finde es auch so lustig, wie Vivi sich hier bewegt. So. Das gibt jetzt nochmal ein bisschen was. Sehr schön. Alle auf Level 3. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kehre ich jetzt gerade nochmal zurück und speichere dann nochmal. Dann haben wir wenigstens fixes Level 3 für alle. So. Bam, ba, bam, ba, ba, bam, ba, 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 bam. Messerstecherei mal wieder. Ja, aber wie gesagt, unter Level 3 sollten wir da wirklich nichts anfangen hier im Wald. Bei dem Endboss zumindest, beim Waldtyrann. Ich bin sogar eher dafür, dass wir mit Level 5 dort ankommen. Aber wird sich mal zeigen. Level 3 ist mir auf jeden Fall für die heutige Episode gut genug. Ach, im Hintergrund hört man Rufus Willkommensmarsch. Hören das? Das finde ich geil. Das gefällt mir. Nee, ich brauche gerade nichts. Hört man es lauter, wenn man reingeht? Und? Ja, tatsächlich. Sehr geil. Simpelspiele, wenn ihr gelernt seid, sieht einfach aus, als es ist. Ja, genau, dafür muss man studiert haben. Genauso wie für Pauke. An der Uni Dresden kann man das, glaube ich, sogar Pauke studieren. Und macht euch das nicht richtig Mut. Naja, wenn jetzt der Shinra-Präsident käme, auf jeden Fall. Marsch ist doch endlich wahrer. Bläst sogar eine ganze Angst davor. Da, ram, bam. Da, 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 dam, dam. Da, 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 da. Ich fand die Stelle in Final Fantasy VII ja schon so geil. Ich bin beim Remake so gespannt, wie sie das umsetzen, während die Rufus Willkommensmarsch Stelle. Das gehört nämlich echt zu meiner Lieblingsstelle im ganzen Spiel. So, jetzt speichern wir hier nochmal. Zup. Und sehr schön. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, mache ich an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.